Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder mit dem Roundtable-Format. Das heißt, wir interviewen Leute mit euren Fragen und heute haben wir einen Special Guest. Hi, ich bin der Phil, ich bin 28 Jahre und ich bin selbstständiger Filmemacher von Beruf. In meinen jüngeren Jahren war ich schon wirklich hungrig nach Gott. Ich bin christlich aufgewachsen und hatte dadurch einen Bezug zur Kirche, aber Gott war für mich immer ein bisschen Lieder singen, ein bisschen in der Bibel lesen. Die ganzen Geschichten, die waren sehr distanziert vom echten Leben. An einem Praise Camp kam ich mit Wundern, mit dem übernatürlichen Gott in Verbindung. Ich habe Gott wirklich stark am eigenen Körper, in meinem eigenen Leben erlebt. Und das hat mich total fasziniert. Und heute bin ich noch auf den Spuren von Gott und versuche dicht auf seinen Fersen zu sein und zu filmen. Also ich filme oft, was er tut. Wir haben eine Dokumentation gemacht, wo wir das übernatürliche Wirken von Gott filmen, und wir haben für Leute gebetet und ich habe da so viele krasse Erlebnisse gemacht. Für mich muss Gott oder Religion muss irgendwie erlebbar sein. Es muss für mich mehr sein als nur alte Geschichten, die nichts mit meinem Leben zu tun haben. Ganz ehrlich, das wäre dann reine Hypothese und ich kann das einfach nicht sagen. Was wäre, wenn ich zum Beispiel in Marokko aufgewachsen wäre, ein stark muslimisches Land, oder irgendwo im afrikanischen Busch? Ich glaube, Gott nimmt das, er berücksichtigt das beim Leben einer Person, ob sie und wie sie mit dem christlichen Glauben Erfahrungen macht. Ich glaube nicht. Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir freien Willen haben. Wir haben Entscheidungsfreiheit, wir können uns auch gegen Gott entscheiden. Ich glaube, Gott kommt mit uns mit. Wenn ich mich für etwas anderes, Neues entscheide, dann sagt Gott, okay, entweder macht er die Tür auf oder er macht die Tür zu. Aber es hat es in meinem Leben auch schon gegeben, dass ich 2 offene Türen hatte. Ich habe in meinem Lauf mit Gott festgestellt, dass Gott es wirklich ganz verschieden mit jedem Menschen macht. Ich habe gemerkt, dass Jesus ganz eine spezielle, feine, filigrane, aber doch mega intensive und tiefe Beziehung zu jedem Menschen hat. Und die sieht bei jedem Menschen anders aus. Und zum Beispiel zu mir spricht er durch Gefühle. Zum Beispiel gerade letzten Sonntag war ich an der Kasse und da habe ich das Gefühl gehabt, dass diese Frau Schmerzen in den Handgelenken hat. Und dann habe ich sie einfach so gefragt. Man muss so dreist sein manchmal und einfach fragen. Und dann hat sie gesagt, ja, woher weißt du das? Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich mit Gott unterwegs bin und manchmal so Gefühle von ihm bekomme für andere Menschen. Und dann habe ich für sie gebetet und dann gingen die ganzen Schmerzen weg. Hat Gott dich wirklich lieb, persönlich? Es ist wahr, dass ich durch die Bibel oft erkenne und sehe, dass Gott mich lieb hat. Ich meine, hast du irgendeinen deiner Freunde, der schon mal für dich gestorben ist oder so? Ich habe nur einen und das ist Jesus. Es ist eben nicht was mit dem Kopf so mathematisch eruiert werden kann, sondern es geht irgendwie über den Kopf und direkt ins Herz. Es ist etwas, das man mit dem Herzen weiß. Wenn du jetzt gerade dein Herz aufmachst und sagst, Jesus, zeig mir deine Liebe, dann macht er das. Und dann macht er das auf eine Weise, die ganz speziell für dich ist. Ich glaube, Gott möchte, dass wir ihn kennen, dass wir völlig happy sind in und mit ihm. Aber viele Menschen wollen das nicht, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Kirche oder mit Christen oder so, und das ist völlig verständlich, aber wenn du wirklich wüsstest, wie gut und wie liebevoll das Jesus ist und somit auch Gott ist, dann würdest du ihn kennen wollen. Und da kommt meine Aufgabe rein. Ich möchte der ganzen Welt von Gott und von seiner Liebe erzählen. Und es ist die Aufgabe von Christen, ihren Nächsten zu lieben. Wenn wir als Christen das wirklich auch machen würden, ich glaube, dann würde diese Welt anders aussehen.
Also wenn ich bete, dann mache ich oft meine Augen zu oder manchmal wenn ich für eine Person bete, habe ich meine Augen offen, damit es nicht so komisch ist für die Person. Wenn ich meine Augen zumache, dann ist es dunkel, dann ist es schwarz. Aber in meiner Vorstellung, wenn ich zum Beispiel für eine Krankheit bete, dann sehe ich in meinem Kopf die Krankheit und ich sehe wie den Geist der Krankheit und ich weise ihn weg. Ich bin wie so auf dem Posten und ich habe meine Fühler wie ausgefahren. Ich mache mich wie bereit für Gott und was er sagen möchte. Ja, und es ist nicht irgendetwas Schlimmes. Also es ist nicht etwas, was mir Angst macht, sondern ich weiß, dass er mich mit einem liebenden Blick beobachtet. Und manchmal habe ich auch schon Kacke gebaut und dann ist es irgendwie komisch, weil ich weiß, Gott hat das gerade gesehen. Es hält mich rein, wenn ich weiß, dass Gott mir zuschaut bei meinem Leben. Das christliche Leben ist einfach wie ein Adventure. Was ich zum Beispiel mega liebe, ist die ganze Thematik mit Wundern. Ich meine, als Christ kann ich, wenn ich für Leute bete und sehe, wie Gott ein Wunder tut und die Leute heilt. Die ganze Beziehung mit Jesus ist einfach ein Adventure. Sein Ziel ist es, meine Ängste und Bitterkeit in meinem Herzen und die Sachen, die mir Angst machen, niederzulegen und völlig in einer Freiheit zu sein und voller Freude mit ihm in einer Beziehung zu sein, bis ich sterbe und dann treffe ich ihn. Und dann haben wir ein Riesen-Fest. Nebendran hast du auch die Verfolgung der Christen, die in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Indien, im Moment sehr stark ist. Das ist nicht cool, aber am Ende steht in der Bibel, werden wir belohnt für das, was wir für Jesus gemacht haben und wie fest wir ihn geliebt haben, und auf das freue ich mich. In den letzten paar Jahren ist Gott für mich wirklich von einer Nebensache zum zentralen Punkt in meinem Leben geworden. Alles, was ich mache, dreht sich um die Beziehung mit ihm. Ich möchte mir auch das Leben ohne Gott nicht vorstellen, weil dann würde ich die Hoffnung verlieren, weil da ist so viel Schlechtes in der Welt, es passieren so viele Krankheit, Mord und Totschlag, und wenn ich nicht wüsste, dass schlussendlich alles in seiner Hand ist und dass alles gut wird, dann glaube ich, würde ich die Hoffnung verlieren. Aber Gott gibt mir Hoffnung, Jesus gibt mir Hoffnung. Als ich zum Beispiel in meinen jungen Teenie-Jahren wollte ich mir zweimal das Leben nehmen. Gott hat mich aus dem Schlamassel da rausgeholt und hat mir wieder neue Energie gegeben. Ich glaube, dass das Leben mit Gott ist wirklich ein Abenteuer. Und ich glaube, dass das Leben mit Gott wirklich das in uns drin ist, was wir wirklich brauchen, dass es uns hier nicht langweilig wird und dass wir nicht durchdrehen. Ja, das glaube ich. Danke vielmals. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen und dürft jetzt wirklich selbst auf die Suche nach Gott gehen. Hey, und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann darfst du die gerne in die Kommentare stellen oder uns neu auf Instagram schreiben und dann kommt es vielleicht im nächsten Video vor.